Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig und Fischen Stufe 8 plus 1 Angeleffektivität, neues Herstellungsrezept, Wurmeimer und verkleideter Dreher sowie Widerhaken haben wir auch noch gelernt, das ist auch nicht verkehrt. Uiuiuiuiuiui, das hat aber ordentlich Reikauer. Die Blaubeere natürlich wieder gut Geldgeber. Aber ich befürchte, dass es wirklich der Stoff ist. Ja, Lyra hat recht gehabt. Der Stoff, da habe ich wirklich ein Vermögen gebunkert. Alles klar. Wissen wir auch wieder Bescheid. So, da. Dann ist heute Nachtmarkt und morgen ach. Sehr schön, das heißt die ganze Episode heute dreht sich an den 2 Tagen nur um den Nachtmarkt. So, die hat auch mal wieder einen Samen abgeworfen. Ist große Klasse. Reite mit. Und weiter geht's. Ich bin immer gespannt, ob die Sonnenblume hier auch wieder so abwerfen, sodass wir die Schä weitermachen können. Das ist natürlich super geil, wenn das so Perpetuum mobile Sorte ist, die sich immer wieder neu reproduziert. Das ist perfekt. So, um Claire geht's wieder gut. Der krabbelt auch hier sehr intensiv in der Gegend rum. So, Wetterbericht sagt, morgen wunderschön und sonnig. Lebe vom Land sagt, Gegenstände im Rahmenbelicht, Wurmkübel. Brauchst einen ewige Vorrat an Köder, Zeit von Wurmkübel. Sobald er bereit ist, kriegst du täglich ein paar Köder. Das ist natürlich richtig geil. Wo haben wir denn dann den Wurmkübel? Der braucht Hartholz, Goldbarre, Eisenbarre und Fasern. Dürfte man soweit eigentlich alles parat haben. Ja, das Tal ist im Winter richtig schön, du hast recht. So, dann hier nochmal. Okay. Wir stellen uns so einen lustigen Wurmkübel her, auf jeden Fall. Oh, das ist gut. Das ist natürlich richtig angenehm, wenn das Zeug so gut wird. So, Hartholz brauchen wir 25. Dann brauchen wir Fasern und eine Barre. Fischeintopf haben wir jetzt auch von ihm gelernt. Okay, Hartholz, Fasern und zack und zack. Dann Wurmkübel oder Wurmeimer. Der Rest an Kruscht kommt wieder rein. Halte mal den Gaul an, das Zeug kommt da rein. Das dort hier. So. Und produziert regelmäßig Köder. Dann stellen wir doch glatt mal, na, da stellt sich normalerweise Abigail hier. Das sollte man vielleicht auch nicht dort hier machen. Was machen wir dann gerade mal dort hier? Und der produziert jetzt einfach lustig von sich aus Köder. Muss ich nicht mal irgendwas reinschmeißen. Das ist natürlich saumäßig praktisch. Könnte natürlich auch wieder so ein Gegenstand sein, der durchs Update erst dazu kam. Weil ich glaube, ich war auch sonst bei Angler auf Stufe 8 und hatte sowas Tolles da nicht. Halte mal den Gaul an. Ich muss gerade mal gucken, wie es aussieht. Genau, auf 8. Da kann ich dann noch irgendwas anderes Tolles machen. Aber mein Portemonnaie sieht auch noch relativ leer aus, finde ich. Da scheint es ja noch jede Menge mehr Gegenstände zu... Oh, was eine Grammatik. Jede Menge Gegenstände noch dazu zu geben, die ich bisher noch nicht gehabt habe. Also, schauen wir mal. Ui, heute ist aber mal wieder viel los hier in der Abteilung. Die Tierkompanie ist dort ziemlich zuvorkommend. Okay, jetzt wird erstmal ein Kaffee geschlunzt. Jam, 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 jam. So, sind wir nämlich schnell wie Sau. Und der Rest an Kruscht können wir gleich mal hier reinschmeißen. Die Endefetter, die wird auch noch später verwendet. So, da die Milch, da ist noch Ziegenmilch. Und der Rest, der kommt mal wieder hier rein. Alter Falter. So, das sieht doch gut aus. Wie schaut's hier aus? Eine Orange und eine Lachsbeere. Ah, nie verkehrt. Und schnell dummel dich, Ackermann. Wobei, den ganzen Krusch, den können wir noch hier reinkippen. Und jetzt muss ich auch nicht mehr zum Willi gehen, für Köder zu kaufen. Das finde ich gut. Auch wenn die Dinger nur 5 Gold kosten, ist es trotzdem immer Investition gewesen, wenn es Käse da, ja, ich muss mal wieder zum Willi rüber und muss mal wieder ein paar Köder holen. Das fällt jetzt glücklicherweise immer flach. So, dann hier noch. Das sind wieder Einnahmen, die wir uns eigentlich sparen
Und hier noch. Da wieder. Ach, komm schon. Hier nochmal einmal Auffüller. Dann geht's doch gerade wieder weiter. Und hier noch. Ausgezeichnet. Nein, das wollte ich nicht, sondern so. Ach Gott, ich freue mich, wenn ich dann wirklich die Gastarbeiter habe und die sich dann um den ganzen Kram hier kümmern können. Am Anfang musste ich halt gucken, dass die ja Energie eventuell auch hochgepumpt kriegen, weil wenn die wirklich dann die ganze Zeit auf dem Erstlingsenergie-Level-Niveau rumkrotzen, sind die mal nicht die besonders große Hilfe, vor allem wenn ich so einen riesigen Bauernhof habe. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, unseren Laufbonus hat sich jetzt auch wieder erübrigt. Dann Siggi, Abmarsch. Den ganzen Kram hier wieder reinballern. So, perfekt. Dann könnte man noch in die Stadt gehen. Zum Clint. Der könnte uns noch die Geode knacken. Aber tägliche paar Köder finde ich definitiv gut. Da hätte ich vielleicht früher wissen sollen, nachdem wir uns jetzt hier so eingedeckt hätten mit Köder. So. Fährt hier sowieso hier kein Auto vorbei, von daher die Siggi steht gut, wo sie steht. Könnte theoretisch auch mit auf der Straße stehen. So, Hansel. Ich möchte aber auch mal ins gucken. Ne, meine Kupferpfanne kann ich tatsächlich nicht verbessern. Das ist sehr schade. Aber schauen wir nochmal. Geode. Erstmal hier in einem langweiligen Ding. Ui, was ist denn das Schickes? Coelestin. Cholesterin, sozusagen. Schön, dass das blau ist. Okay, da waren C steht drin. Hier haben wir noch Dolomit und Feuerquarz. Alle habe ich das schon, ja. Knochen früherer Lebensformen bestanden manchmal aus diesem Mineral. Okay, das haben wir alles schon abgegeben. Langweilig. Na gut. Dann wieder ab zur Bushalte. St. Krusch können wir gerade wieder zurück. Dann würde ich einfach mal bei Robin vorbeigucken wollen. So. Oh, sehr schön, die Mayo ist gut. Käse müsste eigentlich auch gleich gut sein. Ja, wir liefern das Zeug jetzt erstmal ab. Bis dahin ist das hundertprozentig gut. So. Dann kümmern wir uns auch um unser Krabberäuser. Genau. Du kommst gleich mal da hier. Und das Zeug packen wir wieder dort rein, wo es hingehört. So. Nee. So, Moment mal, habe ich ja jetzt wirklich auch die Köderei gemacht? Ja, Köder sind drin. Dann könnte man noch eine Runde zur Robin hochgehen. Nachdem wir uns um unseren Ziegekäse gekümmert haben und unseren normalen Käse. Ach ja. Gibt eigentlich auch verdammt viel Energie, das Zeug. Naja. Da ist dann mal wieder Zeit für die Fuhrer. Ah, Moment. Wir haben ja noch Ziegekäse. Halte mal die Gaula, nicht so voreilig, Ackermann. So, da hinten haben wir nämlich noch was. Ah, da hätten wir auch noch eine Lücke füllen können. Na, egal. So. Dann ab zu Robin. Und dann schauen wir mal. Ach ja. Sonst gibt's hier, gucken wir mal, noch ein paar Stähe. Also ich glaube, die ganze Bücher habe ich mittlerweile 8 gefunden. Aber wir schauen mal einfach rein. Ah ja, da ist der Louis dann. Was hat dann der Lade parat? Eichemöbel. Motivaufhänger. Okay, nehmen wir auch einfach mal mit. Und ansonsten nichts Großartiges. Nehmen wir mal 2 von den Dinger. So. Ist auf jeden Fall ganz schick. In der Stadt könnten wir auch noch gucken, ob es irgendwas Neues für uns gibt. Und ovens gehen wir auf jeden Fall mal zum Nachtmarkt. Der soll ja am Strand stattfinden. Ah ja, da ist wieder was. Und zwar Schleimjäger, 4 rote Schleim. Na, nee.
Das wird mir eventuell ein bisschen zu knapp wegen dem Nachtmarkt. Deswegen muss ich doch mal absagen. So, dann gucken wir doch mal hier bei dem Zeug. Wir da nicht noch schön dekorieren können. Das zählt als Möbel übrigens. So. Okay, das macht eine Dreierreihe. Ah, da sieht man es leider sehr schlecht. Das finde ich nicht so gut. Da müssen wir unsere bessere Wand dafür aussuchen. Wie wäre es damit hier? Ne, geht's auch nicht. Also bei Abigail funktioniert es wohl nicht. Hier haben wir überall schon alles mit Poster zugeknallt. Eventuell hier. Ja, das sieht doch ganz urig aus. Und im Kinderzimmer möglicherweise. Da direkt bei der Krippe. So, oder... Ja, da ging es auch noch. Okay, machen wir das doch so. Okay, da stört mich nur ein bisschen, dass das Gewicht was. Das Fenster, das machen wir mal in die Richtung, damit wir da nämlich einer noch parat haben. Das stört mich, wenn die so gepresst beieinander sind. Okay, wobei, wisst was? Das ist die Kinderzimmer-Deko. Die machen wir dort hier und die machen wir dort hier. Das sieht doch schick aus. Jetzt ist das Ganze auch etwas symmetrischer wieder. Und habe ich eigentlich schon ins Fernsehen geguckt? Ja, natürlich. Okay. So. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal runter ohne Richtung Marnie's Ranch. Und da mag ich einfach mal ein bisschen noch durch die Gegend reiten. Bis es dann anfängt mit dem Nachtmarkt am Strand. Heute dann wieder so ein bisschen was vom Weihnachtsmarkt, das Ganze. An sich auch eine sehr schöne Idee, wie ich finde. So, da. Wobei, weißt du was, wenn wir jetzt schon hier in der Gegend sind, könnte man genauso gut unser Glück nochmal probieren mit dem dappischen Mistvieh von Fisch. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zur Spitze. Ah ja, da ist die Maus auch wieder. Die Maus ist im Haus. Und die Maus hat leider keine tolle Helme oder ähnliches für uns parat. Das wäre natürlich auch richtig geil. Wenn es Hüte gäbe, so Helme, die auch die Verteidigung erhöhen. Das wäre natürlich richtig schön. Naja. So. Bis der Nachtmarkt anfängt, probieren wir hier einfach nochmal unser Glück. Wir haben hier noch ein bisschen was parat. Für unser Fischleister. Der Nachtmarkt ist nun eröffnet. Na gut, dann fällt das flach. Und wir gehen zum Nachtmarkt. Kaulbarsch. Ich weiß nämlich nicht, ob das Ganze mit dem Nachtmarkt, ob du die Zeit ganz normal weiterläuft oder ob der Nachtmarkt auch wieder so ein Event ist, wo die Zeit stillhält. Deswegen da möchte ich jetzt erstmal nichts riskieren. Und gehe dann natürlich auch sofort hin, nachdem der eröffnet worden ist. So. Also, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Können wir da rum? Ja, da können wir rumreiten. Das ist sehr schön. Okay. Na, wie sieht's aus? Nachtmarkt. Ah, die Zeit läuft ganz normal weiter. Okay, schauen wir doch mal. Hallo, mein Freund. Das ist Deko für den Hof. Großer grüner Stock und grüne Stöcke und gemischte Stöcke und rote Stöcke. Großer roter Stock. Das finde ich eigentlich ganz schick. Sessionale Deko. Nee, das lassen wir mal sein. Aber die Musik ist auch sehr schön. Na, was gibt's denn beim freundlichen Araber? Ein Kaffee? Ja, nehmen wir doch mal einer. Also bei arabischem Kaffee kann ich niemals nee sagen. Ich war ja selber in Israel und habe dort auch bei arabischen Geschäften Kaffee getrunken. Also ich muss sagen, das ist bisher wirklich der beste gewesen, den ich bisher getrunken habe. Och, was ist denn das für ein Knetkorb hier? Ahoi, will ich auf eine Tiefseeangeltour gehen? Kostet 1000 Gold. Natürlich will ich das. Wir gucken uns das mal an. Eventuell können wir hier was angeln. Ist ja auch nicht. Na. Ah, gleich sind wir soweit. Gleich sind wir ganz unten. Da bin ich immer gespannt. Oh, ist schon absolut duschter Zapper.
Und schauen wir mal, was wir hier rausfischen können. Pff, natürlich, Seetang mal wieder. Okay. Was gibt's sonst noch? Na? Anscheinend ein paar Qualler. Hoppala, da ist mal Angelleichter. Die ist ja ganz verborgen gewesen. Komm schon. Ui, was ist dann das? War verdeckt. Gruselfisch. Ja, das sieht ja ganz schön zum Grusler aus. Riesige Aare kennen die schwache Silhouette von seiner Beute ausmachen. Okay. Gehen wir noch gleich mal dort hin, wo es hier, ach so, schön blubbert. Oder geblubbert hat. Und mal wieder nur Seetang. Draußen sieht es aber auch echt schön aus. Und wahrscheinlich wieder so ein toller Gruselfisch, der wohl auch nur speziell für das Event hier gedacht ist. Und damit sich das mit dem legendären Herbst-Anglerfisch nicht beißt. Mein Angelgerät ist auch noch kaputt. Okay, einer machen wir noch. Und irgendein toller... Moment, irgendein toller Tintefisch gibt es hier anscheinend auch. Komm schon. Es ist genau dort. Also wenn das jetzt kein toller Fisch ist, oder ein Goldqualitäts-Gruselfisch zumindest, dann weiß ich auch nicht. Ah, mitternächtlicher Tintenfisch. Schön. Seltsamer und mysteriöser Bewohner der Zwielichttiefen des Ozeans. Okay, können wir da auch wieder ganz normal wieder weg? Ja, komm. Gehen wir wieder hoch. Das schluckt nämlich jede Menge Zeit, das Ganze. Und ich hätte ganz gern noch ein bisschen sonst noch was mir auf dem Nachtmarkt angeguckt. Deswegen lassen wir das erstmal gut sein und schauen uns sonst da oben, was es so Tolles gibt. Aber an sich ist sehr cooles Angebot. Das können wir auf jeden Fall nochmal wahrnehmen. Ich bin ja mal gespannt, wie viel die hier dann kosten. Für wie viel ich die verkaufen kann. Ansonsten, was haben wir denn hier over? Hier over ist nichts. Was sagst dann du dazu, Jess? Oder professionelle Meinung. Ich wünsche, ich wäre alt genug für die Meerjungfrau-Show, dass ich da hier könnt. Aha. Und was ist mit dir? Ich glaube, das Boot hier mag ich am liebsten. Das ist was ganz Besonderes. Ja, aber... Einfach nur optisch, oder wie? Da ist noch so ein Okkulter. Ich kann dich für 250 Gold heimschicken. Das finde ich natürlich super, aber das machen wir dann später. Riecht es? Die Luft ist voller Gewürze hier. Ich habe morgen einen Arzttermin. Vielleicht beruhigt die Meerjungfrau schon meine Nerven. Aber was, wenn sie mir nicht da sah? Ach Gott, das ist doch auch so ein klassischer Puffbesucher, der Typ jetzt mal ohne Scheiß. Eine originale Lupini, nicht schlecht. Ein berühmter Maler Lupini ist das. Ich verkaufe dieses Gemälde für 1200 Gold. Was hältst du davon? Ah jo. Komm, das nehmen wir. Du erhältst Wolken. Geil. Was sind wir hier, Schönes? Ah, das führt jetzt so ein kleiner versteckter Steg. Aha. Ah, das ist die Meerjungfrau-Show. Die führen wir uns auf jeden Fall auch noch zu Gemüte. Aber erstmal geht es hier zu dem okkulte Bereich. Steinfrosch, Grabstein habe ich schon, aber der Stellfrosch habe ich noch nicht. Gartenkunst für deinen Hof. Hütchenhut. Eine Kuriosität aus einem Fernland. Na komm, die kaufen wir uns auch für 5000, die Kuriosität. Ansonsten haben sie noch... Oh, Iridiumkamin. Na, das ist ja richtig geil. Das holen wir uns. Ach. Ich bin immer gespannt, ob die dann an verschiedene Tage verschiedenes Zeug im Angebot haben. Reisewagen, das mal als Reiseboot. Der Winter ist manchmal sehr trostlos, aber Veranstaltungen wie die machen dann erträglich. Aber was? Das ist doch toll. Das ist doch richtig toll. Nachtmarkt finde ich echt wirklich sehr schön gemacht hier, muss ich sagen. Ist zwar hier nichts mit dabei, was ich mal kaufen wollen würde. Okay, die Batterie geht halt noch mit. Aber ich bin gespannt, ob die Angebote dann täglich wechseln. Und sonst beim Willi, der hat natürlich mal wieder geschlossen, ist klar. Und bei dem habe ich ja auch schon reingeguckt hier, ne? Genau, der hat hier den Kram. Okay. Ansonsten gibt es hier nichts Großartiges mehr, oder? Es sei denn, es ist dort drüben noch irgendwas, was ich noch nicht entdeckt habe. Nee, das sieht nicht so aus. Okay.
Na gut. Es sei denn, hier ist irgendwie der Hyper-Mega-Stand. Nee, okay. Alles klar, dann machen wir uns jetzt auch spätovens noch hier auf zur Meerjungfraue-Show. Gucken wir uns mal an. Das wird wahrscheinlich allerdings für Kinder sein, wenn die Jazz da auch keinen Zugang dazu hat. Und auf jeden Fall nehmen wir dann das Angebot von dem mysteriösen Magier hier noch wahr. Und wir gehen jetzt erst noch zur Meerjungfraue-Show. So. Sollte sich auch lohnen. Okay. Was sind wir dann hier? Dumm. Ah, da. Huhu. Ist ja an sich ganz schön gemacht, muss ich sagen, aber... Hat so noch was anderes, außer dass die singt? Ach, wenn es wirklich schön gemacht ist. Es wird spät. Das ist mir egal, das gucke ich mir jetzt noch an. Gibt's für jeden was. Schlanke Meerjungfraue. Kräftige Meerjungfraue. Schön. Ja, schön gemacht ist es auf jeden Fall. Und es ist vor allem auch gratis. Tschüss. Tschüss, Meerjungfrau. Schön gemacht. Ja, das war es wirklich auch wert, hier die Zeit noch zu verbringen. Schön gemacht. Wunderschön. Ganze Dorfbewohner sind auch schon alle weg. Und ja, schick mich bitte heim. Weil allzu viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Deswegen ab auf den Pelzer Hof wieder. Ja, den ganzen Kruscht, den kümmere ich mich morgen. Was ich nur noch machen werde, ist hier das Zeug hier noch verkaufen. Ich gehe nämlich auf jeden Fall nochmal auf Tauchkurs. Das heißt, paar von den Fische würde ich mir schon ganz gern aufheben. Wo waren jetzt die Batterien nochmal? Hier auf jeden Fall nicht. Habe ich hier die Batterie? Jawohl. Hier habe ich die Batterie hier. Und von morgen kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeug dekorieren. Das ist nie verkehrt. Hat morgen nicht auch der Zauberer Geburtstag? Nee. Okay. Na dann, ab ins Bett. So. Ja. Stabil. Wieder 8000. Das sieht doch gut aus soweit. Jo. Hallo, Kleiner. So, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was hier bei der Sonnenblume alles noch so rauskommt. Wir gießen mal vorsichtshalber. Ich bin optimistisch. On. Okay. Ist das genug? Ich glaube es leider nämlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, da fehlen uns 3. Macht aber nichts. Wir haben hier einen Saatguterzeuger. So, da. Dann Zeich und Stuff. Und hier wieder Reide mit. Warte mal. So. Okay, wir brauchen auf jeden Fall vom Saatguterzeuger noch ein bisschen Sonnenblumensaat. Das wird sonst nämlich nichts. So, mein Iridiumkamin. Wo möchte ich denn dann hinstellen? Das soll ja nicht immer nur in dem Endezimmer nur vom Kamine wimmeln. Ich würde sogar eigentlich eher bevorzugen, hier noch einen Iridiumkamin hinzustellen. Dafür würde ich aber den Fernseher mal fort und lieber dort hinstellen. Und dann stellen wir nämlich den Iridiumkamin hier schön gemütlich neben das Bett. Da ist jetzt natürlich der Dodekopf etwas blöd. Den müssen wir dann dort hier hängen. So. Arme im Kamin. Und dann stellen wir dann symmetrisch dort hier auf. So. Der Globus kommt dort hier. Dann läuft die Geschichte. So, wir haben noch ein Wolkengemälde. Das macht sich doch hier... Ne. Ja, da verschwindet es eigentlich vollkommen. Das ist jetzt auch nicht so toll. Da verschwindet es ein bisschen hinterm Fernseher. Ist auch nicht so schön. Dann würde ich das sagen. Ne. Nee.
Das ist alles nämlich so richtig gut, wo man die Dinger aufhängen kann. Dort verschwindet es leider auch komplett. Nee. Nee, das ist... So wirkt es überall nicht gut. Vielleicht können wir unseren trostlosen Keller ein bisschen aufmotzen. Nee, leider nicht. Okay, schade drum. Hätte gedacht, wir könnten möglicherweise unseren Keller ein bisschen aufmöblieren, damit... Jetzt wäre mal Erdbeerweiß gut. Okay, Dann muss es halt dort hier. So, Kaffee, gleich mal trinke. Und dann geht's weiter. So, Abigail. Jawohl. Hat Leverwurst gefüttert und vor lauter Gut alles gemacht. Von Linus gibt's noch Sashimi. Wird gleich mal verkauft. Und das Zeug hier, ach, das heben wir mal auf und schauen mal, was wir noch so alles Schickes kriegen. So. Dann Müll wieder hier rein. Ansonsten, wie sieht denn das mit dem Hut eigentlich aus? Okay, das sieht ja schon ganz urig aus. Okay, nicht schlecht. Der kommt dann in unserer Truhe hier rein. So. Zusammen dort mit. Gut. Das ist doch ganz schick. Rosa-roter Stock. Dekoration für meinen Hof. Die können wir doch gleich mal hier hinstellen, oder? So, gleich mal zur Begrüßung. Winterwunder, Wahnsinnsland. Willkommen. Und hier sieht soweit auch stabil aus alles. Dann kümmern wir uns mal wieder um unser Daily Business. Ansonsten Dienstag ist weder Reisewagen noch sonst irgendwas. Freitags gibt es immer nur die Iridium-Dinger. Hallo Leverwurst. Also die Iridium-Sprinkler habe ich gemeint, die gibt es immer noch freitags. So, dann erstmal das Streichler mal wieder. Und ich bin gespannt, ob das wieder dieselbe Angebote sind beim Nachtmarkt oder ob wir heute am Dienstag ein bisschen was anderes kriegen im Sortiment. Das wäre natürlich richtig toll. So, die Ziegemilch. Dort hier, die Normalmilch hier. Und was haben wir sonst noch? Nichts mehr an Milch, okay. Dann kommt die Wolle hier noch rein. Und hier hat ja auch alles an festen Platz. So. So und so. Dann möchte ich gucken wegen der Sonnenblume. Schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Hier mal Lachsbeere noch parat. Tolle Sache. Und ja, da haben wir noch einen Stäffrosch. Dann können wir bestimmt auch noch irgendwo schön aufstellen. So, erstmal den Kram hier fort. Der Stäffrosch, den würde ich ganz gern so Großvaters Schrein stellen. Oder zumindest mal in die Nähe davor. Wir können es auch hier stellen. Da passt eigentlich auch ganz gut, weil es heißt ja, der Schrein soll eigentlich frei bleiben. Oh, Silver Sonnenblume Saat. Das ist natürlich großartig. Und das ist der langweiligste Bereich immer von der Tagesarbeit, finde ich, weil hier ist weder Musik noch sonst irgendwas. Das ist immer so trostloses vor sich hin schaffe und man hat noch nicht mal Musik oder sonst was dabei. Das finde ich immer sehr, sehr trostlos, langweilig, ermüdend. Also ganz im Ernst. Von all den Sachen, die man hier bei der täglichen Pflicht erledigt, finde ich das Gewächshaus. Es ist eine tolle Sache, dass es das gibt, das Gewächshaus. Gar kein Froh. Aber das Gewächshaus zu bewirtschaften ist immer schrecklich langweilig, wie ich finde. Weil wirklich weder Musik noch sonst was ist. Und da muss ich immer am meisten überbrücken, weil ich mir da immer denke, oh, jetzt muss ich was sagen, sonst ist wirklich einfach nur noch die Gießgeräusche. Und es ist stinkend langweilig sonst für die Zuschauer, wenn jedes Mal wieder das dappische Gewächshaus hier gegossen werden muss. Von daher, ich finde, von meiner täglichen Pflicht finde ich das immer am übelsten, weil ich mich da am meisten dazu genötigt fühle, eigentlich schon, dass ich euch irgendwas erzähle und euch irgendwie unterhalte. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, was ihr da als am langweiligsten empfindet, beziehungsweise ob ihr da auch denkt, oh, Retter war immer sehr gezwungen. Deswegen, das ist die Sache, um die es halt so geht, finde ich, ne? Das ist immer das, was ich wirklich am ätzendsten finde. Gut, das Zeug können wir jetzt auch nochmal verkaufen.
Ich habe das Gefühl, die 5er-Reihe ist hier nicht so wirklich aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. So, den Kram können wir auf jeden Fall auch noch verkaufen. Na, komm schon. So. Dann als nächstes auf jeden Fall... Ah ja, Mayo ist gut. So, kann auch gleich rein. Gleich mal verkaufen, den ganzen Schampel. So, 8 Sirup. So. Und die Käse müssten auch gut sein. Ich gehe schon absolut hektisch auf und ab. Den Stoff können wir auch noch verkaufen dann, wenn der gut ist. So, da können wir noch den Rest einpflanzen. Okay, da habe ich jetzt halt leider wenig davon gehabt. Aber der Rest bunkern wir auf jeden Fall noch hier. Und wisst was, einen Kaffee zische ich mir jetzt auch nochmal gerade rein, gerade für das, weil Winter ist. Schade, dass es heiße Schokolade anscheinend nicht so geben scheint, weil das ist eigentlich auch was ich im Winter ganz gerne mal trinke. Mal so ein Kakao, so schöne, kräftige, heiße Schokolade. Trinke ich im Winter eigentlich auch mal ganz gern. Sudele. Ja, das hat uns aber auch ganz schönes Loch ins Budget reingeschlagen, der Nachtmarkt. Bin ich mal gespannt. So, Stoff. Nehmen wir gleich mit. Dann, juppdidu. Perfekt. 4 Köder wieder für uns. Das ist doch mal ein Wort. So. 3 Stärke gibt es auch noch auf drauf. Das finde ich eigentlich echt ganz schön gemacht so. Ich finde aber auch geil, dass man so Schilder machen könnten. Da könnte man vielleicht Holzschilder mal machen. Und dann do jeweils noch dran machen. Vielleicht im Zickzack hier. Was hier jeweils gepflanzt wird. Das wäre halt auch geil. So, das stört mich jetzt auch schon seit einiger Zeit immens. Dass so die Fackel noch war. Hier gibt es sonst nirgendwo anders mehr Fackeln noch, ne? Gerade mal gucken. Das war sowas, was mich wirklich immens gestört hat, dass ausgerechnet da noch, wo eigentlich jetzt wirklich alles gut beleuchtet ist, noch eine Fackel rumstand. Hier waren keine Fackeln mehr. Nee. Okay, gut. Da können wir uns ja eigentlich schon wieder in Richtung Nachtmarkt aufmachen. Unsere tägliche Pflicht haben wir wieder erledigt. Es gibt sonst nichts. Vor der Zauberer sollte ich noch einen violette Pilz parat haben. Aber in besserer Qualität, wenn irgendwie möglich. Haben wir nicht in besserer Qualität? Na gut, dann kriegt er halt eine Schatten-Essenz. So. Weil wenn man denn nicht in goldener Qualität hin, ist es Quatsch. Da kriegt er genauso gut Schatten-Essenz. Freut er sich auch drüber wie Zau. Gut, alle. Dann können wir mal wieder unsere Zeit durch Schäfer bringen auf dem Nachtmarkt. Was sagt die Daily Quest dazu? Ein Riffbarsch. Nö, ich möchte eigentlich nicht angeln. Ich weiß auch gar nicht, wo man die findet. So, holen wir nochmal in die Kneipe einfach rein. Super Mahlzeit. Das wäre auch was HW gern mag. Der hat auch keine heiße Schokolade im Angebot. Schade irgendwie. Okay, dann spielen wir noch ein bisschen was. Zwar hier. Nee, nicht das. Ah, nicht Opas Melodie. Nee, warte mal. Spielmelodie laden. Nee, das wollte ich auch nicht. Das hier. Das hier wollte ich. So, weil das ist nämlich auch wirklich ein sehr schönes Lied. So. Ach ja. Ja, das kann ich leider nicht anmachen. Ah. Wirklich ein schönes Lied. Also das gefällt mir auch sehr gut. Nur bin ich jetzt etwas auf einem drängelnder Ast, weil ich jetzt noch zum Nachtmarkt will. Aber ansonsten, wenn das Lied weitergeht, ist es eigentlich hat es auch sehr tolle Passage, wie ich finde. So, gucken wir mal, was heute im Angebot ist. Oder ob es überhaupt was Neues gibt. Ne, der hat wieder das Übliche parat. Nichts Tolles Neues. Und der gibt mal wieder einen gratis Kaffee. Jawohl. Sehr schön.
So ein arabischer Kaffee mit tolle Gewürze ist halt, ach, was Großartiges. Ach ja. So, hier ist mal wieder nix. Schade eigentlich. Ich erledige meine ganze Feiertags-Einkäufe nachts. Sag Bescheid, wenn du Pierre siehst. Okay, dieser bitte nur selber. Der bringt uns auch wieder nur Ham. Ich muss mal langsam einen Plan zurechtlegen, um unseren Stadt nächstes Jahr noch besser zu machen hier. Oh, da hat er wieder was Schönes im Angebot. Vor 1200 erhalte ich 1000 Jahre von heute. Kriegt er alles los. So. Geschwindigkeitswachs, grüne Bode, Hasenpfote, Entemayo. Nö, die hat nichts Tolles. Schade. Und hier? Oh, oh, Ritterrüstung. Von der holen wir uns gleich mal eine Armee. Von der holen wir uns gleich mal 2, 4, 6, 8. Holen wir uns gleich mal für 1000. Steinpapagei holen wir uns. Ach. Und das ist sonst nur Saat, die ich jetzt nicht gebrauchen kann. Nö, das lassen wir mal sein. Jeden Tag etwas Neues. Alles klar. Was sagt ihr eigentlich? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, was die da so sagen. Bist überrascht mich so sehr? Ich handle auch auf dem Seeweg. Mein Schwein schwimmt so gern. Ja, man sieht's. Und was sagt ihr so? Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Du? Brrr, ich bin nicht richtig angezogen. Ja, so Kledel, so Sommerkledel ist ja nicht gerade geeignet für Winter. Ja, saugut. Dekoration für meinen Hof. Das sieht bestimmt richtig geil aus. Oh ja. Nein. So, da wird sich Abigail freuen. Da können wir nämlich schön Ritterarmee aufstellen. Wir gehen jetzt nochmal hier runter angeln. So. Also zumindest von einer von den Anglerfischer, die hier als Gruselfische bezeichnet werden. Und einer von den Tintefisch hätte ich schon ganz gern für meine Sammlung daheim. So, aber bei den Ritterrüstungen kann ich nur schwer widerstehen. Weil das ist etwas, worauf ich besonders abfahre und etwas, was Abigail sehr liebt. Deswegen ist er auch meine Frau. So, da wollen wir mal. Gucken wir mal, was hier Schönes gibt. Ja, und kaum sage ich sowas, habe ich leider nur Seetang an der Angel. So. Und? Aber der U-Boot-Besitzer ist auch schon ein ziemlicher Melonekopf, oder? Sieht ja schon ganz urig aus, der Kerl, aber ich muss sagen, was er hat, ist ganz cool, aber das Gesicht ist schon etwas verwirrend. So, was haben wir dann an der Angel? Hoppala. Es ist eine Seegurke. Ja, nichts Außergewöhnliches. Komm schon. Ah, warte mal. Gehen wir doch gleich mal dort hier, wo was los ist. War nicht so gut. Das ist nicht besonders weit geworfen. Noch einmal. So, müsste aber passen, oder? Jawohl, perfekt. Jetzt aber. Jawohl. Ewe ist was am Haker. Und was haben wir hier Schönes? Das ist ein mitternächtlicher Tintenfisch in Silberqualität. So. Und es ist mal wieder nur Seetang, der Köder frisst. Verflixt. Okay, komm schon. Oh, mir aber nicht mehr allzu viel Energie, sehe ich. Hopp, 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 hopp. Ja, das ist aber ein ganz schöner Zappler hier. Was wird's dann sein? Ich bin gespannt. Ja, was so rumzappelt, kann nur was Gutes sein. Es ist... der Blobfisch. Nein! Saugut.
Diese kuriose Kreatur lässt sich über den Meeresboden treiben und frisst alles Essbare in ihrem Weg. Wenn ihr den mal gesehen habt, der sieht exakt so aus, der Blobfisch. Das ist ein Tiefseefisch, der in der Tiefsee, wo der Druck ziemlich groß ist, eigentlich sehr aufgebläht ist. Aber sobald er an Land geholt wird, fällt er in sich zusammen und sieht aus wie so ein hässliches, violettes Getier mit Rievenas. Das ist ein unglaublich hässlicher Fisch, aber ich persönlich finde ihn schon ziemlich cool, der Blobfisch. Okay, das könnte nochmal einer sein. Anscheinend gibt es das Jahr denn da keine Gruselfische mehr. Fände ich etwas schade, um ehrlich zu sein. Und, komm schon, was bist du? Es ist... mal wieder der Gruselfisch. Sehr schön, jetzt haben wir 3 auf jeden Fall schon mal für unser Arsenal. Ich steht aber nochmal einfach so just for fun Angler. Eventuell kommt ja auch nochmal so Tiefseekrustet hier. Also einer möchte ich auf jeden Fall noch rausziehen, egal was es für einer ist. Hoppala, da habe ich mich zu sehr auf den Hintergrund gerade konzentriert, was am Fenster vorbeilatscht. Oder vorbeischwimmt, besser gesagt. Und was ist es? Komm schon. Du bist... Und wieder ein Blobfisch. Nach wieder in Silberqualität. Okay, das heißt, ein Blobfisch können wir zumindest mal verkaufen. Das ist jetzt aber das Letzte, was ich angel. Komm. Irgendwas Tolles. Das ist... Komm schon. Etwas, was sich ziemlich leicht rausziehen lässt. Aber doch schon, ne? Doch nicht so leicht wie gedacht. Und wieder ein Gruselfisch. Okay, da ist der silberne für mich. Und der normale verkaufe ich. So. Gehen wir wieder hoch. Ja. Wir machen noch einen Köder dran. Da habe ich jetzt wirklich von jedem einer. Und ein Gruselfisch kann ich verkaufen. Und ein Blobfisch kann ich verkaufen. Die sind einfach nur geil. Ja, das hatten wir schon. Und ein seltsamer und mysteriöser Bewohner der Zwielichttiefen des Ozeans hatten wir auch schon. Okay, sehr schön. Schöne Sache. Oh, da sind jetzt ein paar mehr Leute. Nachts bin ich irgendwie entspannter. Ich kann sogar ein bisschen Schmuck kaufen. So. Wow, die Technologie hier ist der Hammer. Ich kann die U-Boot-Tour wärmstens empfehlen. Tief unter Meer leben ein paar faszinierende Kreaturen. Am liebsten gucke ich mir die Boote an. Das Knacken vom Holz ist irgendwie sehr tröstlich. Kann man so sagen. Und sonst? Ich habe Ensign seine Lieblingsstücke, was? Ah, weißt, ich habe viele von meinen Lieblingsstücken auf dem Markt hier gekauft. Alles klar. Da hat man ja schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das war es eigentlich auch auf dem Nachtmarkt mal wieder. Weil großartig andere Sachen möchte ich nicht mehr kaufen und bei der Meerjungfrau war ich ja an sich schon. Von daher hätte ich eigentlich Sache, ich stehe wieder zurück. Es sei denn, die haben eine neue Show. Wenn sie eine neue Show haben, dann gucke ich natürlich rein. Und ist wieder eine neue Show oder wie schaut's aus? Sieht aus, als wäre es noch die alt. Ja. Das war schön, aber das frisst viel Zeit. Und ich möchte heute nochmal gucken, ob da möglicherweise irgendwann noch ein neuer Stand auf einem anderen Teil vom Strand aufgebaut wird. Deswegen möchte ich erst nochmal hier vorbeigucken. Sieht aber nicht so aus. Nee, aber es könnte just sein, dass man irgendwas verpasst und das möchte ich halt nicht. So, damit wir von Moje noch genug Energie haben, sollte ich jetzt wirklich auf schnellstem Weg haben. Mein Siggi findet ja den Weg. So. Also, mysteriöser Zauberer. Und zup. Schon sind wir daheim. Gerade mal gucken, habe ich da noch irgendwas davor hier schmeißen kann an die Wand? Ah, Moment. Warte mal. Quatsch, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nochmal hier 3 davor holen. Zack, zack.
on. So, dann will ich aber schon mal sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig zum Geburtstag vom Zauberer Rasmodius. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.